Wie wir kleine Kinder waren, am Markt steht allerlei. Da war für uns die größte Freude, hast du eine Leiterei. Der Hausmeister ist rausgekriegt, da wischt er mich nie. Ich hab ihm lange Nosen gezeigt, vom Haus da vis-à-vis. Mein Klinkerlpatti, nur das Höchste für mich. Leider kennst du so eine Freude nur als Kleiner. Ein Klinkerlpatti, der was leid, der war ich. Nur was groß bist, ist alles dahin. Und hab ich manches Mal so meine Schimpfer gekriegt, das war mir die Garde wert, das war mir die Garde wert. Und hat die Frau Mama mir öfters eine zischt, so war das nie. Der Hausmeister, der hat mich nicht erwischt bei meiner Klinkerlpartie. Der was leid, der war ich, nur wenn's groß bist, ist alles dahin. Komm eine Klinkerlpartie, jawohl! Schimpfer gekriegt, das war mir die Garde wert, das war mir die Garde wert. Und hat die Frau Mama mir öfters eine zischt, so war das nie. Der Hausmeister, der hat mich nicht erwischt bei meiner Klinkerlpartie. Der was leid, der war ich, nur wenn's groß bist, ist alles dahin. Nur wenn's groß bist, ist alles dahin. Jawohl! Einmalig. Herzlich willkommen wieder. Montag ist es, 20.15 Uhr ist es. Pawlatschenzeit. So schaut's aus. Grüß euch gut zur 301. Jawohl! Pawlatschen und zur ersten im neuen, alten Rhythmus. Nämlich wöchentlich, schön, dass ihr dabei seid. Wir melden uns zurück vom Schrammelklang Festival 2026. Es war das 20. Festival dieser Ort. Eben dort und wir sind von Anfang an mit dabei. Ja, 2 Jahrzehnte durchgehend. Und sind draufgekommen, es sind gar nicht einmal so viele, gell, die wirklich von Anfang an dabei waren und immer durchgehend. Wenige, ja. Das waren So gar nicht einmal so eine Handvoll, ein bisschen mehr als eine Handvoll kann man sagen, eigentlich, die von Anfang an dabei sind, ja. Und immer dabei waren, ja. Sind ein paar Leute sind wir. Und ein paar haben auch verloren, wobei. Natürlich. Das ist mir natürlich im Laufe der Jahre noch klar. Jahrzehnte sind ja das. Im wahrsten Sinne bereits. Ne? Das stimmt. Ein schönes Wochenende, ein durchaus anstrengendes auch, muss ich sagen, im Nachhinein wieder betrachtet. Man spürt es, obwohl es wirkt währenddessen nicht so anstrengend, aber man ist doch 3 Tage lang irgendwie, sag ich mal, auf 100% sozusagen. Man ist im Beschlag. Im Beschlag. Man ja. ist im Beschlag. Bevor wir weiter darüber sprechen, ein geschwinder Blick. Ein Rundumschlag. Ein Rundumblick in den Chat. Immer noch in Litschau, aber jetzt nicht mehr allzu lang. Isabella M. Jawohl. Karl M. wie ich da sagen pflege. Also Grüß auf gut Deutsch euch. Franz und Isabella. Jawohl, bravo aus Litschau. Haben wir uns natürlich gefreut, dass wir uns auch gesehen haben dort. Üppigst. Der Franz Schmäler ist da. Schönen guten Abend. Aus der Hinterbrüll auf geht's mit der besten Musik. Dankeschön. Matthias Mariach ist am Start. Jawohl, servus. Aus Mittelhessen, Maber. Servus Martin. Grüß dich gut. Maggie Pemberton ist mit dabei, der Pavlitschi-Starie und aus Neuburg an der Donau natürlich. Endlich nicht mehr so lange warten müssen, die Renate Ott. Servus, grüß dich. Ich glaube, das haben schon einige erfreut, gell, dass wir wieder wöchentlich sind.
Wir hoffen es. Also wir haben eine, ehrlich. Bis jetzt, gut, jetzt ist erst das zweite Mal, nicht, wer weiß wie, aber bis jetzt schaut es gut aus. So wie ich uns beide kenne. Ja, es macht uns Spaß. Können wir schon so sagen. Maria-Louise Lebestag, Peter Brachtl, jawohl, vom Kaiserstuhl, servus. Landtagsstrom Markus, jetzt endlich. Mittelhessen ist vollzählig vorhanden. Also nicht Mittelhessen vollzählig, das war blöd, sondern unsere Freunde aus Mittelhessen. So. Weil man, Hoffentlich Mittelhessen, das war schon. Hoffentlich haben wir jetzt keinen beleidigt oder vergessen, der vielleicht nicht schreibt, aber auch aus Mittelhessen ist, nicht? Stimmt, ja, nein, Und ja. trotzdem auch herzlich willkommen. Ich kann also nur noch die richten, was sie sagen, ne? Das ist ja ganz klar. Die Hette ist da aus der Schweiz, grüß dich Gott, jawohl. Manfred Graf, den lautstarke Servus an euch zwei aus Otterkring und alle Pavlacisti, servus Manfred. Spaziergang, der Ulis Lonek aus Helsinki, jawohl. Raphael Illmeier, unser steirisches Urgestein, mit am Start der Raffe. Matthias Mariacher, Susanne Moser, jawohl. Rudi Korbes, Rodolfo Corbetho. Wen haben wir da noch? Wo haben wir da noch? Ludwig Sass. Grüß euch, meine Lieben. Jawohl. Wo bin ich denn da schon wieder? Doch es gibt eine Kleckerlpartie, weil das ein Schmatt. Es gibt dann Leute, der Klaus mit Klöckerl. Siehst du, werde ich dann gleich holen. Das hole ich dann meinen ersten Schmattes. Gut, dass du sagst. Gute Idee. Aus Eibestal mit dabei, Gudrun Benedikt. Jawohl. Küss die Hand. Servus. Hat von meinem Onkel und mir ein wirklich romantisch tolles Geschenk bekommen, letztens. Ja. Nämlich ein Backel Heißelpapier. Ja. Und ich sage jetzt nicht warum, wieso oder sonst was, die Wurscht ist ein Insider. Ist ja Insider, Aber, das müsst die Gudrun selber dann einmal fragen. ja, aber ich finde es leibend einfach als Geschenk und sie hat sich gefreut, gell? Ui. Enorme Frage. Ja. Wirklich. Ein Backel Heißelpapier. Beste Idee. Man kann einem Menschen eine Freude Beste machen, Idee ohne gewesen. dabei ein Juwelier ausrauben zu müssen. Ne? Gromix Durchsiegs VI 23, 28. Servus aus Vorderösterreich, ab morgen einmal wieder in Wien. Jawohl, bravo einmalig. Schön, dass du mit dabei bist. Aber ich habe leider nicht einen uns bekannten Namen bei der Hand. Ich sicher da nur wieder diese Ad-Namen aus irgendeinem Grund. Fragt's mich nicht, warum. Ich auch, also das ist... Ja. Jawohl. So, pass auf, das war mit dem. Jetzt spielen wir mal gleich wieder ein Lied und dann reden wir weiter. Ja, ich nehme zuerst noch einen Schluck. Nimm einen Schluck. Wir haben ja das, wenn ich das noch erinnert, diejenigen, die zumindest die letzte Pavlatschen geschaut haben, wir haben ja gesagt, wir fokussieren uns, wir bringen das Wiener nicht auf den Kern in der Pavlatschen und werden nur mehr eine Stunde, was heißt nur mehr? Wir bringen es auf den Punkt eine Stunde, ja. und es wird montags eine Stunde, eine gute Stunde sein, aber wir schauen, dass wir nicht viel mehr machen, damit wir uns eben nicht ausbrennen. Nicht, wie man Eine so gute sagt. ist, werden wir sehen. Das werden wir sehen. Wir sind guter Das Dinge. werden wir sehen. Alexander Hauser, jawohl. Alex, servus. Ja, einmalig. Herr Kapellmeister, was war so dein Highlight-Lied vom Schrammelklang? Ja, also eine Eigenkomposition, eine neuere Eigenkomposition von dir wieder mal. Eine wunderschöne Komposition. Aber wir haben sie auch gespielt, auch beim letzten Auftritt. Ja. Haben wir es auch gespielt. Und diesmal so hängen geblieben irgendwie. Ein sehr berührendes, melancholisches Lied, aber ein schönes Lied. Das ist mir so hängen geblieben eigentlich. Muss ich sagen. Du warst ein Nachtfutter. Der Nachtvater. Der Nachtfutter. Den haben wir zweimal gespielt, Ja. bei 2 Auftritten. Ja. Ja. Jetzt mal, es ist nicht, muss ich wirklich sagen, aus der Praxis aus, es ist wirklich manchmal schwierig, weil wir halt schon einen Schmäh haben auch auf der Bühne. Ne? Selbstverständlich. Da wird ist schon Stuhl und dann wird es manchmal schon ein bisschen herausfordernd. Warte, wie bringe ich da jetzt eine ernste Nummer rein? Das ist echt ein bisschen schwierig, aber Aber man es muss geht. machen. Aber das war wirklich, ist jetzt so was ganz Spontanes. Du mich gefragt hast, wirklich so das Highlight, was mir jetzt als erstes eingefallen ist. Ja. Das werden wir spielen. Gromix Turks, wir kennen uns auch noch nicht. Ich bin der Nico. Bravo Nico. Bravo Nico, servus. Das gefreut mich aber, dass du dabei bist. Das muss nicht kennen, du bist doch dabei und schreibst mit. Das taugt mir. Sehr leibend. Bravo Nico. Bravo Nico. Du, ich habe übrigens, weil du das sagst mit Nachtvater, Ja. da hat mir ein Fan geschrieben, ob ich das jetzt finde. Oh ja. Haben wir schon. Ja. Ja, jetzt müssen wir schauen, ob die Hildegard zuschaut. Weil die hat sich das gewünscht.
Die war beim letzten Auftritt dabei. Der letzte Auftritt, der auch geglückt ist, weil der vorletzte Auftritt ist nur halbert geglückt, der Rest ist ins Wasser gefallen, hat es dann gerenkt. Und der letzte, da war es dann schon wieder trocken von oben her. Von unten her war alles nass, aber von oben her war es trocken. Da hat die Sonne gescheint, oder? Da hat dann die Sonne sogar gescheint, ja. Und da haben wir das auch gespielt. Und was wird jetzt gesagt? Hildegard, gell? Nicht, das Hildegard. Ich schaue noch mal nach. Die Hildegard. Jawohl, Hildegard, die Frau vom Fleischlaberlbau. Jetzt wissen Sie, die Weierhofers auch mit, die waren Ja, auch beim die waren auch dabei. Ja. Schau, der Roland Speer ist auch dabei. Jawohl, war auch mit in Litschau. Servus, Roland. Servus. Ja, da machen wir ein Nachtfoto, eine Eigenkomposition. Und wie auch schon in Litschau werden wir auch hier jetzt nochmal dieses Lied all jenen Wegbegleitern, Freunden, Partnern, Kollegen widmen, die in der Regel viel zu früh von uns gegangen sind. Der Nachtfutter. Sie liegt in ihrem Zimmer, die Augen sind schon drin. Die Schwester bringt das Superl, sie meint's ja nur lieb. Sie hat ein schönes Leben gehabt, jetzt gibt's nichts mehr zum Tun. Und wie sie ihr Lied hört, da merkt sie, da hat's nichts mehr verloren. Wann der Nachtvater singt dein letztes Lied, Dann hörst dem gut zu und wie es langsam wird, keine Angst, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur seine Stimme und dann Stille und endloser Traum. Er hat kurz nicht aufpasst, es schäbert und gerocht. Dann dreht sich mein Auto kreuz und quer durch die Nacht. Da liegt er dann eingezwickt, er kriegt kaum mehr Luft. Da hört er sein Lied in der blechenen Gruft. Wann der Nachtvater singt dein letztes Lied, Dann hörst er gut zu und wie es langsam wird, keine Angst, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur seine Stimme und dann Stille. und endloser Traum. Ihr Mama meint's fest, ja sie zerdrückt sich schon fast. Das Munterbleiben ist für das Madel nur ein Last. Der Arzt sagt zu den Eltern, es dauert eh nicht mehr lang. Da hört schon das Kinderl einen friedlichen Gesang. Wann der Nachtvater singt dein letztes Lied, Dann hörst du ihm gut zu, und wie es langsam wird, keine Angst, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur seine Stimme und dann Stille. und endloser Traum. Na, 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 na. Na, 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 na. Keine Angst, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum. Nur seine Stimme, dann Stille. Und endloser Traum. Jawohl. Dankeschön. Der Nachtfutter. Der Nachtfutter. Gelungene Nummer. Danke dir vielmals. Danke Also, dafür. wir man tut ist nicht eine gute Eine Resonanz, kann eine man Resonanz. wirklich sagen. Ja, also Aber wirklich, enorm, ja. ich tue mir wirklich, ich sag's euch wie es ist, da können wir ganz offen ansprechen, die Probleme eines Unterhaltungskünstlers.
wir machen einen Stubel auf der Bühne und das ist wirklich schwierig unterzubringen, ein richtig ernsthaftes Lied so wie das. Also thematisch, Thema ja. her, Wenn du es dann spielst, passt es ja eh. Nicht? Dann ist so, was haben wir da stehen? Beim letzten Auftritt am Sonntag war es nach dem Nachtvater sehr still. Das stimmt. Ja. Ja, das stimmt. Isabella immer. Servus in die Runde, schön, dass wir uns jetzt wieder öfter sehen. Einen schönen Abend. Ja, Rudi. Nochmal. Rudi Welsch, Bonis, Gisch, Balaton. Vom kleinen Balaton die besten Grüße und Retour. Servus. Das ist selbstverständlich, servus. Steirische Ziehharmonika sagt Musik fürs Herz. Dank der Schiff. Dankeschön. Klasse. Ja, diese beiden Herren treffen mit ihrer Musik voll ins Schwarze. Das ist lieb von dir, danke dir. Steirische Ziehharmonika. Ist der Name da? Ich weiß leider nicht, ob wir einander kennen oder nicht. Kann ich nicht sagen. Bitte gib dich zu erkennen. Wer bist denn erst? Wer bist denn? Ja, die Nicknames, gell, das ist immer so eine Sache. Ja, da gefällt dich, danke schön. Gefällt euch. Schau, Hannes Spieslein, also grüß euch, Buben, servus in die Runde. Eine Zigarre im Mund, ein selbstgebrautes Bier im Glasl. Und die 16er Buben in die Ohren, was will man mehr? Muss man erst wieder in den Wochentakt gewöhnen. Das gelingt. Das geht leicht, wirst du sehen. Ja. Versprich das. Ein Bier habe ich nicht ganz getrunken heute noch, aber Zigarre war schon im Mund gehabt. Gell? Wir sind schon gemütlich heute draußen gesessen, haben eine Zigarre geraucht und was getrunken, oder Wasser getrunken. Ne? Blonzenkistel, Weltklasse ist auch da. Jawohl, ein schönes Lied. Danke vielmals. Ja, ich habe tatsächlich, wir haben ja am Freitag, also allgemein kurz vielleicht, steirische Ziehharmonika heißt Wolfgang. Bravo Wolfgang. Bravo Wolfgang. Oder wie wir sagen, Wolfall. Auf dem Wolfall trinke einen Schluck Wasser. Auf dem Wolfall. Nimm mir auch noch einen Graf. Sagen wir so, ich lasse es mir gut gehen. Jawohl, bravo Hannes Spieslein. Ja, das ist gut und schön. Das passt. Patrick, kurzes Resümee, ganz kurzes, allgemeines Feedback oder wie sagen, Resümee zum Schrammelklang Festival 2026, das 20. 3 Tage lang Wiener Lied von uns, 3 Tage gute Stimmung, 3 Tage Riesenfreude gehabt und 3 Tage auch sehr müde geworden, muss ich ehrlich sagen. Aber mit einem gewissen, eine angenehme Müdigkeit, eine zufriedene Müdigkeit, weil es einfach schön war. Ich habe einen riesen Spaß gehabt, eine Riesenfreude gehabt dort. Definitiv. In allen Belangen eigentlich, es war schön. Ich hab's sehr genossen diesmal. Schon. Obwohl es am Sonntag, wie gesagt, das erste Konzert war. Nein, ich hab's wirklich genossen. Ja. Und wirklich das Schlusskonzert von uns, das hat viel wieder gut gemacht, was vorher durch den Regentag ein bisschen... Wir haben ja ordentlich überzogen. Wir haben ordentlich überzogen. Wir waren die Letzten auf der Bühne, wo wir gespielt haben, bevor dann das Abendprogramm da begonnen hat. Da war noch nur Zeit dazwischen und das Publikum war derart begeistert. Wir waren gut drauf und das war so ein richtiger versöhnlicher Abschluss nach dem leider verregneten ersten Auftritt am letzten Tag. Aber nein, das hat mir richtig aufgebaut. Und wir haben ja gehabt, das war ja wieder top organisiert, muss man auch sagen. Ja, da gibt es sowieso nichts. Also 20 Jahre Zenostanik und Co. In der Zwischenzeit die Tochter dabei. Ja. Natürlich. Ich meine, es ist eigentlich arg, wenn man mittlerweile schon sagt, ja, das brauchen wir gar nicht mehr erwähnen. Oh ja, das es ist klar. trotzdem immer Aber erwähnenswert. eigentlich ist es Ja, erwähnenswert. absolut. Also Ja, die Arbeit ist nicht weniger geworden, ganz im Gegenteil. Au contraire. Also top organisiert. Vor allem dann, wenn eben so Zwischenfälle sind, wie wirklich Sturm und Wetterwarnungen und was weiß ich. Vor allem, da hat es wirklich geschäbert gestern. Ja. Also, das war vom Wetter her. Hat alles super hingehört. Und wir haben das so gehabt, dann, weil die Bühne dann doch weiter weg war und so Ding, wurde uns sozusagen zur Verfügung gestellt ein Fahrer mit so einem Gulfagerl, mit dem wir hatten unseren eigenen Chauffeur, wenn man so will, ne? So kann man es sagen. Und der hat natürlich auch seinen Fahrplan, wie man so sagt. Ne? Und da haben wir auch gesagt beim letzten Konzert, wie schaut es denn aus? Wir müssen los, weil unser Uber fährt schon. Nicht? Gleich. Und das Taxi ist schon da. Ne? Und der war lieber, der hat dann zu uns gesagt, ihr seid die Letzten. Ihr habt alle Zeit der Welt. Nicht? Und ich ist so gestanden und habe das mit genossen, dieses Konzert, wenn wir fast 3/4 Stunde oder eine halbe Stunde überzogen. Ja. Und der war mit dabei, weil alles entspannt ist. Also ich sage wieder einmal, dieses Festival hat gezeigt, einfach einen Haufen Menschen, die entspannt sind. Ja, jedes Jahr immer wieder. Ja. Ja. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, Kunst dorthin. Ja.
tausende Leute dort am Wochenende und du findest keine Glasscherben, es gibt keinen Köch, wie man finnerisch sagt. Da braucht keine Polizei, keine Sicherheitswache dort. Alles Nichts, entspannt. alles entspannt. Das ist einfach ein Traum. Alles gemütlich. Also da muss man wirklich sagen. Und auch heuer wieder, zumindest eben jetzt, was das zweite Wochenende betrifft, wo wir eben dabei waren, war es wie gewohnt einfach leiwand und Ding. Für mich eine Premiere natürlich ist das erste Fest, wo ich nichts getrunken habe. Ne? Das stimmt. Keinen Tropfen, ja. Also ich trinke keinen Alkohol mehr, jetzt schon länger, nur für diejenigen, die sich wundern, die das noch nicht wissen, aber das ist natürlich bei so einem Festival was anderes, bin trotzdem mir. Also, das ist schon. Ja. Schau, die Meg gesagt, als ich in Litschau war, vor Jahren, da gab es nur Regen. Ja, das ging schon. Ja. Aber haben wir meistens eigentlich eher ein Glück gehabt in die 20 Jahre mit dem Das Fest. alle 3 Tage durch, also alles, da war nie, es war immer so ein halber Tag einmal fest. Ja. Oder täglich am Abend ein Gewitter, ein kurzes. So irgendwie, ja. So eine mal Stunde so. einmal Ja. oder so, aber. Aber so das richtig, also zusammengehauen, das Zusammengehauen Fest hat hat's es glaube ich noch nie. Nein, Nicht, wenn wir Nein. dabei waren. nein. Also wir waren immer dabei, aber manchmal hat es eben gegeben 2 Wochenenden und wir sind nur einmal im Jahr dabei. Also An einem ja, an einem Wochenende, Wochenende. Ja, welches Lied ihr am besten gefallen hat? Sie hat gesagt, das mit der Anna. Ja genau, der Manfred, das mit der Anna. Was? Ne, Anna hat immer das Bomberl. Ein Wunsch von Wolferl, steirische Wolferl. Ziehharmonika, wünscht sich das Bomberl, wenn es möglich wäre. Na, wenn es sein muss, mit der Name spielen wir schon gerne. Gemeint war das Bommerl, ja, das ist Weltgeschichte. Ja, das mit der Anna, das ist, was denn mit der Anna? Was, wer? Ja, die Anna hat immer das Bommerl. Ich hab schon gedacht, einmal, da wird ja einer gesagt, was ist denn mit Anna? Was für Anna dran? Ich bin schon da. Großartig. Herrlich. Das ist fast so gut, wie das ich weiß. Ja. Aber das können wir nachreden. Aber Ja. jetzt spielen wir für einen Urfall steirische Harmonika, Ziehharmonika aus Graz, aber da hat er geschrieben, glaube ich, oben, weil ich das richtig gelesen habe. Komm aus Jawohl. Graz, ja. Freue mich sehr, dass es euch gibt. Ich freue mich, dass du da Schön, dass bist. du da bist. Und das ist natürlich auch Weltklasse. Daher spielen wir jetzt auch für einen Urfall. Und für alle anderen natürlich auch, die das gern haben. Von Wurstlak Miller. Wolfgang Steirisch ist der Wolfgang. Wir kennen uns, dann weiß ich schon, welcher Wolfgang. Jetzt Der weiß ich Wolfgang, wir kennen uns den Namen, weiß ich nicht. Er schreibt aus Graz. auch. Wolfgang H., wenn ich mich nicht täusche, wenn du es bist. Renate Otter müssen wir doch nächstes Jahr doch Urlaub in Wien machen. Was wegen Lidscha? Schon mit schon? Du musst im Du Waldviertel. musst das Waldviertel-Urlaub machen. In Wien hilft dir das nichts. Das ist 3 Stunden weg. 2 Stunden. 2 Stunden. So, aber jetzt einmal das Bummerl. Aber dann heißt das Bummerl. Du sagst, jetzt habe ich meinen Urlaub nach Wien verlegt. Warum wegen einem Schrammelgangfest oder Lidscha? Da fährt aber keine U-Bahn hin. Gell? Aber ja, wir sind schon wieder koscher. Bitte, Herr Kapellmeister. Zwei große Buben, die schupfen Grenzen. Ein kleiner bleibt bei einer stehen. Das Milchgeld hat er in seinem Handel, spielt Melodies gegen daher. So hat es mit dem Buben begonnen, und dieser kleine Bub war ich. Ich hab mir's nicht zu Herzen genommen, drum ist ja nichts Gescheites geworden aus mir. Anna hat immer das Bummerl. Anna muss immer verlieren. Ja, weil ja, mein Leben lang das Bummerl. Weil ich von dir ein Stiefling bin. Hinterzimmer in der Frühstadt, ein Spülwein, ich war dabei. Ob die wird dort mit einem Freundl, zum Schluss war ich dann ganz allein. Am Anfang hab ich gesetzt mit Bargeld, doch später hab ich Schulden gemacht. Mein Gut und Geld hab ich verloren, mein Weib ist fort mir über die Nacht. Anna hat immer
Stiefkind bin. Jeder Mensch, der lebt sein Leben. Der eine Punkt, der andere nicht. Und hat man sich dann erst besonnen, dann ist es meistens viel zu spät. Und ist man erst vom Glück verlassen und sucht man noch einen festen Halt. Man sucht und sucht das ganze Leben. Auf einmal ist man grau und alt. Einer hat immer das Hummerl. Einer muss immer verlieren. Aber ich hab mein Leben lang das Hummerl, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Ja, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Bravo, Horst Dickmüller, danke für die Nummer. Wolfgang. Für den Wolfgang Speziell. hat sich ja besonders gefreut, der Spaziergang natürlich. Ja, Über den Namen Wolfgang, weil auch ein Wolfgang. Ein Wolfgang, ist. ja. Jawohl. Schau die Mäge, dem Steiermark-Bord wird immer prachtvoller. Vor allem von der Seiten. Ja, ja, das ist der, na, wird schon. Der Meister, irgendwann wird es heißen, Sissi Top vom Wienerlied. Das haben wir gesagt, nicht? Und beim 40-jährigen Schrammelklang dann, nicht? Sind wir beide so weit, nicht? Dann Ja, aber naja, da In müssen 20 sie jetzt schon Jahren. anfangen lassen am Boxen. das geht schnell bei mir. Die schnelle Naja, aber dann, das ist was der. 20 Jahre. Und das gehört ja fasziniert, das muss nicht dazwischen, das kann ja einfach wild wachsen lassen. Das muss man immer wieder bearbeiten lassen vom Barbier. Ne? Ja, Wasser oder ja, bitte. Ja. Gib ja noch einen Schluck, dass wir nicht verdirsten dann. Heute haben wir da Werbung schon. Aber es ist So selber Ach so, So wie selber das zahlt. selbst gezahlt, ja. Wasser wie selber zahlt. Sag's gleich. Ich lass mir kein Wasser nicht zahlen. Aber jeder zieht doch irgendwann den Joker. Es kommt aufs Spiel drauf an. Außer Lotto, da habe ich noch nie einen Joker gezogen. Gut, Lotto kann ich sagen, habe ich auch noch nie was gerissen. Könnte aber auch daran liegen, dass ich noch keinen Lottoschein gekauft habe. Das geht natürlich Das schon. liegt sicher daran, ja. Ja. Ich habe mir sogar schon einen Lottoschein gekauft, aber das ist lange her. Naja. Wirklich lange her. Und ist was geworden oder? Nein. Ich habe einen Dreier gehabt. Ein Dreier? Ein Dreier, ja. Ja, schon. Ich habe nicht einmal in der Schule gehabt, einen Dreier. Und da habe ich nur 1 und 2. Ja, du, in der Schule habe ich fast in jedem Fach einen Fünfer mit Zusatzteil gehabt. Das brauchst du nicht hinklingen. Das brauchst du nicht hinklingen. So, der Wasser. Blunzenkissel, ja, du hast recht. Weißt du, sagst mit Joker. Ja, es ist jetzt so, ich meine, da gibt es ja diese Geschichte mit dem Wasserglasl, gell? Ist schon so angelutscht, dieses, der Optimist und der Pessimist, ne? Das halbvolle Glas, nicht halb leer oder halb voll. Und ich habe mir gedacht, oder, ich verstehe den Sinn nicht, mir ist das scheißegal, wie viel Wasser da drinnen ist, weil ich kann es ja jederzeit nachfüllen. Ja. Ist auf die Idee noch Auf die Idee kann er kommen außer uns, glaube ich. Halb voll, halb leer, halb voll, also wurscht, ich sauf's aus und füll's wieder an. Optimist, Pessimist. Hat mit dem gar nichts zu tun. Aber Litschow ist vorbei und wir wollen gar nicht so nachtrauern, dass es vorbei ist. Nächstes Jahr gibt es erstens einmal ziemlich sicher wieder. Ja. Das ist so. Und es stehen ja auch das nächste Festival bereits So schaut's aus. vor der Tür, nämlich am 21. und 22. August. Nämlich Jawohl. die Landpartie am Köllerberg. Sirndorf an der Mach. Ja. Wobei wir sagen müssen, Eigentlich ist es nur der 22. eigentlich nur der 22., zumal der 21. auch schon ausverkauft ist. Dieses Jahr. Da geht gar nichts. Aber da ist natürlich, also steht bei uns natürlich alles auf der Homepage, findet ihr. Jetzt die kommende Woche, da haben wir nichts, da haben wir frei. Da haben wir frei. Diese Woche jetzt. Diese Woche jetzt, da haben wir frei. Da sind wir quasi heute hier noch aktiv. Der Rest ist mehr oder weniger, wenn man so will,
Der ist spielfrei. Urlaub ist es ja nicht, sondern Nein. spielfrei. Spielfrei, ja. Ja, das ist immer ein Unterschied. Gibt es einiges anderes zu tun. Ich werde natürlich mit meinem Onkel alleine die Klause fahren, am Mittwoch, Donnerstag werden wir fahren. Und ja, dann schauen wir weiter. Der Hannes Spießlein meint, was für Zigarre man braucht, was der darf man keine Werbung machen, wieder muss Ja, man darf man aufpassen. aufpassen. Aber eine dominikanische war heuer dran, diesmal eine kurze, sehr gut, sehr fein, sehr geschmacklich, sehr nett. Sehr nett. Am Punkt gebracht, Klause, dank der Schäd. Nico, wenn ich mir das recht gemerkt habe. Dann Nico, genau. Weil man Gromix Durchsee XVI 2328. Das kann natürlich 16 heißen. Ne? XVI könnte 16 heißen, 2328. 16 ist war quasi der Gromix Durchsee, quasi ein 16er Bur mit den Maßen 2328. Das kann ich ja natürlich, hat die 23, 28 ist ein bisschen. Das war eine Möglichkeit. Es ist ja, die 16er Buben wurden ja mehr oder weniger inkognito erwähnt in Ö1 als Werbung für das Schrammelgang Festival. Also es wurde eigentlich das Schrammelgang Festival beworben, weil ja Ö1 auch ein Partner ist, ein Kulturpartner vom Schrammelgang Festival. Und wir wurden da mit erwähnt, dankenswerterweise, allerdings ist keiner aufgefallen, weil es wurden die 15er Buben. Ja, jetzt waren wir zu, ist er verletzt. Bemüht sich ein bisschen. Zwischen 15 und 16, immer wirklich. Das ist schon. Aber wir sind nicht nach. Nein, sind wir nicht. Nach darin sind wir nicht, aber Büte. Der geschupfte Pferd wird gewünscht. Von der Schweizer Partie. Die Maggie, die können wir da dazu rechnen, zu die Schweizer, wo es ja Deutsch, also eine Engländerin, Deutsche ist, die in der Schweiz arbeitet und eigentlich eine Wienerin. Und natürlich die Hette. Machen wir geschupften Pferd am Schluss. Jetzt habe ich es. Was hast du? Der Wüde mit seiner Maschine. Die Maggie hat es bayerisch geschrieben, der Wüde. Der Wüde, ja. In Wienerisch heißt es der Der Wüde. Wüde. Mit Ü, der Wüde auf seiner Maschine. Ja. Jetzt habe ich es. Machen wir der geschupfte Pferd. Jawohl. Davor noch kurz, Allmein Star fragt, was würden die Buben mit einem Lotto-Sechser machen? Es kommt darauf an, wie viel dran ist. Nicht? Ich meine, was der Lotto-Sechser ist. Ist relativ. Naja, ich kaufe mir einen Mini-Tamper für meine Glase. Na, was will ich? Ja, ich meine, was steht die machen? Wir sind in dieser Ist lustig. unheimlich glücklichen Lage, dass wir schuldenfrei sind. Also Schulden brauchen wir uns keine anzahlen. Große materielle Wünsche in dem Sinn haben wir nicht wirklich. Ich kaufe mir keinen Ferrari. Aber du könntest mir einen Ferrari Aber kaufen. ich könnte dir einen dann kaufen. Eigentlich, Den ja. könnte ich dann fair kaufen und mache mit dem Geld was Gescheites. Das ist eine gute Idee. Ja. Nein, aber Lotto-Sechser. Naja gut, ich tät mir zum Beispiel beim Hubert noch mal eine Kontergitarre machen. Oder würde mir ein, zwei von den am Markt noch vorhandenen, leider sehr überteuerten, leibenden alten Kontergitarren vom Reisinger oder vom Wesseli, da tät ich halt nicht aufs Geld schauen, da tät ich einfach kaufen. Weil sie sind derzeit ungut hoch gehandelt, das ist nichts. Aber mit einem Lotto-Sechser würde ich dann sagen, also die eine oder andere Kontergitarre, die wir kaufen, so Sachen wie ja, die das Carport machen, weißt du, so Geschichten daheim. So Geschichten daheim, ja. Ich hätte eigentlich das meiste die stecken wahrscheinlich so in Workshops, Seminare, Weiterbildungs, weiß ich nicht, Retreats, wie das alles heißt, Coaching. Dann, naja, ich hätte mir leisten, wie heißt das da, so ein Einzeltraining. Ich bin ja Schüler, ich bin ja mittlerweile wieder Schüler der Kampfkünste. Ich trage seit Wochen wieder den weißen Gurt in Taekwondo. Ja. Mehr kann ich noch nicht Mehr berichten. kann er noch nicht berichten. Ist klar. Das Sauerstoffzelt hat mich nach dem Training gerade nicht einmal am Leben gehalten. Jetzt muss ich schauen, welche Erinnerung. Nein, also ich bin wieder im Kampfsport aktiv. Taekwondo deswegen ganz schlicht und einfach, muss ich wirklich sagen, sehr unromantisch, weil das ist eine Kampfschule, die da in der Nähe mehrere Filialen hat und einen recht üppigen Stundenplan in diversen Filialen, sodass ich nicht auf ein paar wenige Abendtermine
fixiert sein muss, sondern ich kann untertags auch trainieren gehen. Deswegen habe ich dann halt mich dafür entschieden. Und es war ein Probetraining, war sehr leibend, war wirklich also Gaude ist relativ. Bin nicht gestorben, wurde nicht verletzt, also was willst du mehr, das haut schon hin. Ich habe nur gesagt, pass auf deine Hände auf. Genau. Das ist eine einzige. Genau. Und da würde ich mir zum Beispiel, wenn ich Lotto, also bei solchen Sachen, nicht? Also so auf gut Deutsch Weiterbildung, Übung, Training, also Workshops, Seminare, sowas, da hätte ich eigentlich das meiste Geld einstecken. Mein Mundgelenk verwöhnen ist auch klar, aber die hat ja schon. Ich würde meine Familie verwöhnen, muss Ja, ich sagen. ja. Also, aber sonst, also ich kaufe halt mal kein anderes Auto momentan. Nein, ich bin mit dem zufrieden, ich will gar kein anderes dabei. Naja, ich hätte meins vielleicht zum Beispiel voll über servicieren komplett, weißt du so. Ist meiner dabei. Nein, ich meine nicht so richtig, so mit Unterbodenschutz neu machen und gleich so richtig von Pike auf komplett alles, was irgendwie ein bisschen erodiert ist, gleich erneuern. Weil man, das ist wirklich ein wertvolles Auto. Ja, du hast also das ist ein erhaltenswertes nämlich. das ist ein 5-Zylinder, weißt, und ein Volvo. Also weißt du, da hätte ich vielleicht sagen, da man nicht nur. Ja, oder nicht kaufe da servicieren. vielleicht da ein zweites Auto auch. Da Ne? schon hier. Ein Bus vielleicht für die Family, wenn man öfters dann fährt oder so. Ein Bus für die, Es ist einfacher. für die Wolltens. Es ist einfacher. Nur wenn wir zu viert, naja, habe ich der, kann ich nur sagen, 5 Tage Kärnten, wir sind gefahren, wir waren 5 Wochen weg gewesen. Du brauchst ja alles mit. Ne? Ja, Da ja, braucht man ja. auch die Strandmuschel mit und diverse Schwimmutensilien. Von Taucherbrille ist noch das kleinste gewesen. Das ist Leihwand. Aber das Ich war 3 Paar Schuhe in den Koffer, gebe ich den Koffer auf, wollte gerade 48er. sagen. Auch der Rest des Gewandes. Also brauchst du einen Bus mit einem Auto. 2 Jacken, das Kofferraum ist Bevor du den Bus hast, musst du einen Busführerschein machen, weil du brauchst ja schon einen größer. Ja. Also so irgendwie. Ja, weil Motorrad, wer hat das geschrieben vorher? Ich glaube, die hätte. Nein, die Isabella. Ein Motorrad, ja, ich Ich meine. kaufe mir sofort eine Harmonika, die ich mir auch noch kaufen, eine andere, eine italienische noch. Ein Jazzquetschen wieder aus Jux und Dollerei. Nein, Aber es gibt so das ist Dinge, nicht ganz wertvoll. Ja, aber das hätte es gibt Dinge, die würde ich von der so. vielleicht kaufen, Boah, wenn ich muss man jetzt Fahrt aber- im Schädel ist und weißt einfach wirklich viel Geld Das hast, was wahrscheinlich, wurscht ja. ist. Weil, dann vielleicht. Aber ich hätte nicht darauf hinarbeiten, hinsparen. Nein. Also jetzt Motorrad, ja sicher, wenn ich sage, erst bitte spielt und wenn ich nur 5-mal im Jahr fahre ich nur 5-mal, dann kaufe ich mir ein Indien. Das ist auch klar. Quasi Harley Davidson auf Understatement. Ein Indien hätte ich daheim, eine Beiwagenmaschine hätte ich daheim, die jetzt wahrscheinlich nie fahren. Weil vielleicht 5-mal im Jahr. Aber wenn du sagst, okay, aber gut, die halten einen Wert, muss man auch sagen. Aber ich tät mir jetzt nicht, und der Spaziergang sagt es richtig, der Klaus hat eher einen Bagger, wozu ein Ferrari? Eben. Stimmt. Die hat vielleicht einen Traktor. Ich kaufe mir einen Traktor. Ein Lamborghini-Traktor. Ein Lamborghini, einen alten, ja. Einen alten und eine Ferrari-Nähmaschine. Ja. Ein Ferrari, Zum weil Beispiel. das ist ja ursprünglich eine Ja, Nähmaschine, das hat Firma was. gewesen, nicht? Eine Ferrari-Nähmaschine. Maschine, ja. Oder war das auch Lamborghini? Nein, Ferrari. Ich glaube, Ferrari hat ursprünglich Ich bin Nähmaschine. mir da jetzt ein bisschen unsicher. Die waren irgendwie verbandelt auch einmal und so. Oder? Ich weiß es nicht. Irgendwas War war einer da, von ja. den, aber ich glaube, Ja, ja. und Lamborghini hat auf jeden Fall die Landmaschinen. Traktor. Ja, Die Traktor-Landmaschine. Ja, ja. Der hat einen Lamborghini, so einen alten Traktor, so weiß ich wie die Steirer Haben Sie in der Steiermark ja. angehabt? Ja. Ja, doch bei uns von Weiß mit also mit roten Fögen und so. Ja. Weiß ich. Lamborghini. Und der Ferrari-Nähmaschine. Ja, den ja nicht nein damit, also, aber ja. Aber so schau da was an. Nicole und Peter sind auch da. Grüß euch. Grüß euch. Mein Profilname ist ein Orgelregister im Brustwerk der Hauptorgel von St. Lorenz zu Nürnberg, sagt der Nico. Großmixtur 12 bis 16, Fach 2, Fuß. Also zweites Fach, 16 Fach, zweiter Fuß. Eines der brillantesten Register, die es gibt als Orgelspieler. Ui, da wird die Maggie Pemberton sofort was dazu sagen. Die Maggie wird gleich schreien, da brauche ich mir nichts dazu sagen. Na, Weltklasse, das ist ein Tag noch. Aber ich meine, da ist Nico leichter. Muss ich da jetzt ehrlich sagen. Ja. Vinyls erstellen, ja gut. Maggie, aber was du im wenn du einen 6 im Lotto machst, das ist ja nicht mehr eine Portokasse. Das ist, wenn du, weiß ich nicht, du hast das Geld aufs Konto gekriegt, hast einen Rausch, läufst dann aus, sind 2 Tage vorbei und hast schon für die Zinsen, obwohl die nicht vorhanden sind, reicht die Chance, dass du ein Vinyl herstellen kannst. Das war dann schon leicht möglich. Ja.
Statt ein 6 im Lotto war es bei mir höchstens ein 8 im Vorrat. Ein 8 im Vorrat, ja genau. Ja, schaut ich mir gescheit schon, ja, aber bist ja der einzige Organist hier, also Organistin. Ja, how enchanting. Nicht der Satz beieinander, Ja. haben wir gedacht. Ja. Genau, träumt nicht vom Lotto, das ist ja. Na gut, wir haben ja nicht vom Lotto geträumt, sondern davon träumt, was wir mit Geld machen. Was wir mit Geld machen. Da schau, die Renate Ott war auch Organistin in meinem früheren Leben. Na schau dir was an. Da schau her. Da geht's zu. Ja. Realität ist auch. Ja, aber ich sage euch was, das Träumen, wie gesagt, wir haben da jetzt nicht so ein Ding, aber das Träumen, das bringt schon auch was. Es ist nur, man darf nicht träumen im Sinne von, das wäre ich nie haben, und so, sondern einfach so, ja, das ist ja schön, das war schön. Ja. Ein bisschen Luftschlösser bauen, wie man so sagt. Ja. Ganz was Schönes. Ja. Wirklich wichtig, tat's das. Opel hat Nähmaschinen und Fahrräder produziert, Ja. ja, aber Opel kaufe ich mir keinen. Der hat ja mit Opel nichts mehr zu tun. Ne? Ferrari hat auch Traktoren gebaut, ja stimmt, wirklich ist er bei mir, ja. Porsche auch, ja. Boah, bist du bei der Rudi Korbis? Habe einmal 30.000 Schilling beim Lotto gewonnen, geh auf die Bank, zahl ein, kauf mir ein Fischlaberl, beiß mir 2 Cent aus, der Doktor hat gesagt, da gehört mehr gemacht, der Gewinn war wieder im Arsch. Das ist ja wieder eine leibende Geschichte. Wieder. Furchtbare Geschichte. Schau, der Wolf aus Steirische Ziehharmonika, ihr beiden seid ein Lotto-Sechser. Das ist natürlich Weltklasse. Wolfgang, danke. Weltklasse, Dankeschön. So, jetzt müssen wir mal spielen in geschupften Pferdl. Ja. Davor darf ich euch noch kurz erinnern an eine Möglichkeit, uns einen Schmattes zukommen zu lassen. Es war halt ganz leibend. Entweder per PayPal, per IBAN, wie auch immer das Ganze. Es gibt noch weitere Möglichkeiten. Ich finde jetzt alle in der Videobeschreibung. Lasst einen Schmattes da, dass wir uns nicht auf einen Lotto-Sechser verlassen müssen, wenn wir uns eine Ferrari-Nähmaschine kaufen wollen. Ja? Haut einen Schmattes an, einen Obolus für die Musik, es wäre recht leibend. Ich danke euch herzlichst dafür. Wie gesagt, die Infos auch in der Videobeschreibung drunter. Und jetzt, der geschupfte Pferdl, sowas. Jetzt soll ich nachdenken. Bertha. Den Bertha, na schau. Heute zieht der geschupfte Pferdl frische Socken, grün und gelb gestreift, das ist so elegant. Schickt ins Eis der Gelatine seine Locken an, putzt die Schuhe noch ein Haar, das sitzt gewohnt. Weil beim Domser draußen in der Leben ist Perfektion. An der Ecke trifft der Tante mit Silvester, abgeschickt das beliebte Pinnergürtel von ihrem Boris. Ihre Kleidung ist wie seine ganze Zeit und schick, sie hat beinahe echte Perlen um den Hals. Weil beim Domser draußen in der Leben ist Perfektion. So gehen die beiden mit vergnügt sind zum Domser hin. In der Garderobe sehen sie ein großes Schild. Die fette Gäste werden höflichst gebeten, die Tanzlokalität ohne Messer zu betreten. Da legt der geschupfte Pferdl in Ruhe zu. Sein Taschenpfeil hinter mit sie hat im Taschenleder als drin. Da geht's in Schwung und Elanik, strampft ein Cheaterbock angeschwillt von Scheide Wrobluk, Scheidigs golden Puls. Aus Herrn Neues und bitte lasst die CD, die sich von selber versteht, schreibt das Ferdinand die Mitzi aus Paket. Das ist ziemlich übervölkert schon, weil beim Domser ist das schon wissen, Perfektion. Das Saxophon, das improvisiert, die Nummer Erker gibt für eine Sympathie. Beim letzten Ton, da hat er sich geirrt. Worauf der Vögel sagt, es ist ein Gesöchter auf. Aber gleich nebenan, da steht ein junger Mann, der glaubt, dass ihn der Ferdinand gemeint haben kann. Und er ist über diese Randbemerkung sehr deprimiert. Der geschupfte Pferdl hat ihm nämlich jetzt die Mitzi entführt. Der findet das und sagt, Mitzi hat ja noch ein Messer. Er reißt den Zaum und gibt dem Gegner einen ziemlich leichten Stesser. Durch diesen Stesser fliegt er durch das ganze Tanzpaket. Am Ende pickt er traurig an der Wand. Und 5, 6 Tänzer, die regeln sich am Boden. Davon schreit einer, jetzt gibt's wahrscheinlich am Marot. Daraufhin sagt der andere, warum erklärt Toten? Sie schütteln sich die Hand und beideln drauf den Ferdinand aus dem Gewand. Kaum ob der
Kerl seine Flaschen. Sagt er zu Mitzi, Reimers Messer aus der Tasche. Aber die Mitzi sagt, der Teufel soll's holen, jetzt hat man der mit der Schlag stehen. Und in dessen, was der geschupfte Ferler wehrlos war, hat die Übermacht ihm ziemlich malträtiert. Er bekam eine blaue Säule, dass er sehr schwerlos war, dass er dir mit kalten Umschlag sich kuriert. Er kann ihn so oft in der Schädel brummt. Zwei Pyramid, doch nächste Woche zieht der geschupfte Ferler wieder frische Socken an. Grüner Gürtel gestreift, das ist so elegant. Schmiede feste Brillatine, seine Locken an. Muss die Schuhe noch ein Haar, da sind's gewohnt. Da wird unser Brust in die leeren Föhn. Es wird einmal Perfektion. Yeah! Rock'n'Roll! Ja. Stuhl! Rollstuhl. Ja. Die hat so einen Schnagel gehabt beim letzten Ding. Ja. Großartig. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Leibende Nummer, wirklich. Habe ich dir, na, echt gefallen. Sehr gut. Perfekt. Jawohl. Das Tröpfelboot wäre schön. Na, sehr was, da geht's zu. Dann machen wir das Tröpfelboot. Ja, warum nicht? Der Hannes spielt mal. Der Trepfel machen wir. Trepfeln. Hoffentlich nicht, aber. Hoffentlich nicht. Schau, jetzt ist, die Stunde ist bald um, gell? Sag's nur. Müssen wir uns da schon. Ja. Macht euch bereit. Passt nicht, wenn unser Tadel auftauchen würde. Ja, stimmt. Bist du ready? Ich bin ready. Am vergangenen Freitag waren wir zwei im Tripfelboot. Das sind nicht dabei, aber das ist Schot. Der unten beim Kassier, da hat er fragt, was haben wir Höhe? Ja, was ich sag, ich bin eine alte Fee. Was sind denn Sie? Tanzen Sie Kopf der Pisa, werden's ganz besonnen, werden's einander dumm. Doch weil ich fein bin und nicht gemein bin, stell ich mich immer mehr mit Ihnen her. Sie gern bei Sie da in den Vogelhäusern sitzen, können Sie eine schwache Frau tyrannisieren. Jetzt halt's mich zurück, sonst komm ich noch in die Hitze. Und du den Kartenbändiger noch eine schmieren. Endlich sind wir drinnen in der unglücklichen Kabine. Ja, die Locken, die rennen Einer von den Locken, der ist unheimlich gefühlt. Sie freuen aus, es wäre ein Gebüt. Sie sind Gedränge in der Menge und keiner weiß, wer gewiss ja welcher Vorsägner ist. Sie ist wie ein Norrenhaus mit Singelschuhen, außer unser Niemand, der zieht uns wieder an. So, jetzt probieren wir's heute neu mit unseren Hosen. Komm, Mamas, drum dürft uns dann noch mal wieder rein. Wir kriegen so einen Wurzel großen und gehen zampen ins Boot hinein. Der kommt rein, steigt mitten auf der Saft. Der längste Katz am Hier und er ist baff. Wie er wieder aufsteht, da wird zur Brause hin. Aber ja, passt den eine in die Duschkabine. In der nächsten Klause, unter der Brause, da rennt das Röntgenbild. Grad hin und her wie wild. Sie sind Verhängnis, dass er so dünn ist. Wenn er zum Abfluss rutscht, dann ist er futsch. Jetzt macht's ein Pumper, wenn's Wasser furchtbar zusammenzuckt. Weil den Gefühlen hat's grad wieder einmal hin. Die ganzen Brausen sind verboten, die rennt's auch nicht rum. Das ganze Trepfelboot, das ist jetzt hin. Piron und Knapp. In dem Tempo, wie wir es jetzt gespielt haben, eindeutig Piron und Knapp waren die ersten Rapper der Welt. Definitiv. Party getan, jetzt das Wasser auf, beinhart. Echt bitte Teil Aufwasser, ja, das ist gut. Ja. Vor allem nach diesen Nummern. Echt gefällt jetzt, glaube ich, oder? Es ist schön, euch nun wieder öfter zu sehen, zum Tollmeister auf. Dank der Ski. Die hätte gesagt, ja, gell, am Montag hat einfach ihnen was gefällt.
Ich glaub, ja, uns auch irgendwie. Wir haben uns halt gedacht, ja, aber Definitiv hat Irgendwie was schon, gespielt. Mir ist das angegangen. Darum machen wir es ja auch wieder. Wenn es uns allen angeht, dann tun wir es. da geht sofort auf die Playlist für unsere Fahrt in den Urlaub in Chiemgau. Jawohl, bravo Renato. Schönen Urlaub bitte, wünsche ich Wunderschön. jetzt schon einmal. Wunderschönen Urlaub wünsche ich auch. Danke fürs Wasser. Ich muss gleich immer gleich schlucken. Ja, jetzt haben wir Durst. Ich glaube, das ist von der Fresserei vorher. Das könnte mit dem zusammenhängen. Muss nicht sein, aber es ist sehr wahrscheinlich. Patrick und ich haben uns jetzt in der guten. Wir haben einen harten Termin gehabt, nämlich auch beim Steuerberater. Ich meine, da waren wir, glaube ich, 5 Minuten. Naja, Viertelstunde. Naja, okay, ja, weil wir plaudert haben. Aber wenn man die Unterschrift waren schnell erledigt. Für die längere Zeit ein Steuerberater ist die Wie heißt das, was wir da gemacht haben? Nicht, Steuererklärung. Steuererklärung, so heißt das. Das haben wir unterschrieben alles nicht. Und naja, gut, was magst du da nicht? Und sind wir essen gegangen. Und auch spazieren. Auch spazieren, Wenn weil wir wir gesagt einen haben. Verdauungsspaziergang gemacht. Aber es ist natürlich, man muss schon der Ehrlichkeit sagen, das Spazieren war jetzt da, sagen wir mal, in der Balance, Ausgiebigkeit, geringer als die einzelnen Gänge. Aber es war ein sehr produktiver Nachmittag trotzdem, muss ich sagen. Definitiv. Absolut. Definitiv. Da gibt es überhaupt nichts. Aber es ist der Durst da. Jawohl, an alle Tschecheranten Bröstli. Weltklasse ist das von euch geschrieben? Nein. Wer fragt? Der Nico, der Gromix Nico? Durchsi. Das Trepfelbad. Das stammt aus den 50er Jahren von Piron und Knapp. So schaut's aus. Ich sage immer die ersten Rapper der Welt. Der erste Rap der Welt kam aus Wien. Stimmt. Wenn man so sieht, ja. Deswegen gehen wir gleich vom Rap zum Jazz. Jetzt so richtig Jazz oder so soft? Soft, ja. Faire Wunsch. Balladen. Ein Lied, das wir auch eigentlich fast bei jedem Auftritt gespielt haben, ein Lied schon. Weil es auch irgendwie eins von unseren Lieblingsliedern ist. Ich glaube 1947 geschrieben. Beim Wein darf's nicht fad sein, dein Lied muss Skistart sein, sonst hast nur die halbe frei. Beim Plaudern musst lieb sein, beim Busseln ein Dieb sein. Du bist das nicht, wirst das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal und am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, muss Skistart sein. Noch ist anders, sonst fliegt's davon. Skistart sein, sonst hast nur die halbe frei. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln ein Dieb sein. Du bist das nicht, du willst das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal am schnellsten verfliegt oft eine glückliche
Zeit kommt das Glück, nur es ist Tatsache, noch ist an, weil sonst fliegst du davon. Lupenreine Jazzballade aus dem Jahr 1947 von Ferry-Wunsch. Jawohl. Aus Wien. Absolut leibend. Eine Traumnummer, wirklich. Eine Traumnummer. Ich spiele es wirklich gerne, ich hab's gern. Und ja, und wir kommen ja jetzt schon. Warte mal, was haben wir? Ich sehe was grün, ich weiß zwar nicht, was das ist, aber. Du siehst ja, was das ist. Ah nein, das ist was. Achso, das ist was. Ich habe nur grün. Du hast da Werbung gesehen, gell? Das ist mir gedacht, jawohl. Willkommen bei 16er Burmförderer. Spaziergang. Bravo! Doch wert, wenn ich die Farbe sehe, den Zeigefinger zu heben. Just became a member, da steht's. Einmalig spazieren. Jawohl. Ja, aber beim Member muss man da als Glocker leiten. Schauen wir mal, pass auf, ich blende da einen Schmarrt, das einmal hin. Blenden Sie und holen Sie daher. Ja, schau, Sprachpolizei ist auch da. Euch allen einen schönen Abend. Ja. Servus, grüß dich. All my Staff geht schon schlafen. Gute Nacht, mein Lieber. All my Staff ist da. Schau, die Mäge bringt das bei. Skyline von Skyline von, die werden wir als Die Abschluss machen wir als Abschluss wirklich. Die machen wir jetzt als Abschluss, aber ich muss vorher. Auch diese Nummer, muss ich ehrlich sagen, die Skyline von Wien, war mir wirklich in Litsche auch, das war die zweite eigentlich. Noch vor dem beim weitesten Fazit. Das war so letztes Jahr mein Lieblingslied, muss ich sagen, überhaupt fürs ganze Jahr eigentlich. Beim weitesten Fazit. Aber Skyline war das zweite, wenn wir zuerst davon gesprochen haben, was das Lieblingslied von mir war, der Nachtvater, das erste und das Skyline als zweites. Jetzt der Rudi Korbis von geht einmal geht's noch. Jetzt haben wir schon gespielt, gell? Einmal geht's noch. Machen wir beim nächsten Mal. Ja, machen wir es gleich. Rudi, machen wir beim nächsten Mal. Muss gleich so, oder gehen wir, ich weiß gar nicht, gehen wir das überhaupt? Das haben wir schon, ja, aber das haben wir jetzt schon länger Ich bin ein, oh ja, das kriegen wir hin. Ja, das kriegen wir schon hin, oder? Auf dem Platz. Eine große Leute Was schon. du sagst, ja, ja. wir probieren, ist ja wurscht, wir sind ja unter uns. Ich hole das Kleckerl, na, die machen Ich wir hätte schon zuerst. längst holen können, das Gick. Ja, Ich rede aber über die Skyline von Wien, Lieblingsnummer, da kann er längst schon aufstehen, nicht? Weil er hat er sitzt Ja, ich hab ja- und schaut die ganze Zeit vor sich hin, nicht? Das ist ja Wahnsinn. Ich habe mich gekümmert um die Wünsche unserer Fans. So, pass auf, das haben wir mal. Also, ich danke euch jetzt schon für euch Schmarrt, das Danke, Haus ist danke. eine Dankeschön. Danke, danke. So, und jetzt, da müssen wir eine. Wo ist er denn jetzt? Da steht's. Spaziergang 95, 98. Jawohl. Just became a member. Jawohl, Weltklasse. Danke schön. Danke. Einmalig. Wenn einer meint, was heißt Member, was ist jetzt wieder? Man kann auch Kanalmitglied werden. Das geht über YouTube irgendwie. Es findet irgendwie was, irgendwelche Erklärungen in der Videobeschreibung. Mitglied, genau, man findet das, ja, become a member ist bei manchen YouTube, bei anderen, kommt drauf an, was man für eine Version von YouTube gerade hat, ob das auch über die App eingestiegen ist. Und, ja, aber es ist ersichtlich. Ja. Man findet es auf jeden Fall, die uns das gefreut. Das ist quasi, ich glaube, was war 4,99 € im Monat. Monatlich kündbar. Nicht? Also ist jetzt kein Vertrag. Das ist quasi ein symbolischer Achtel für uns zwei beim Taschler. Und natürlich ist es, je mehr Kanalmitglieder wir haben, natürlich desto besser für den Kanal. Nicht? Aber das weiß man eh. Je mehr Daumen hoch und je mehr Kommentare und je mehr Likes und je mehr geteilt, desto besser für den Algorithmus. Und so ist das jetzt ausgespielt. Ne? Macht es alles, ist alles leibend, ist alles super de facto, gehört es dazu. Eine leibende Geschichte, es ist aber alles kein Muss. Wir würden uns freuen, wenn es uns da unterstützt, aber ist jetzt kein direktes Muss. So. Jawohl, Sprachpolizei. Ja, Sprachpolizei, falls du das nicht mitbekommen hast, aber ich glaube schon, wir sind wieder wöchentlich online. Gell? Dafür halt wirklich nur ein Stundel. Deswegen, ja, Splunzengistl muss auch leider ins Bett, ja. Ja, recht früh ist die Tagwache, aber danke für den gelungenen Abend. Splunzengistl, ab 4 Gott. 2 Lieder machen wir noch, dann hören wir auch schon auf, weil wie gesagt, wir wollen das wirklich nicht mehr übertreiben. Und ja, schauen wir mal, ob wir das zusammenbringen. Jetzt einmal quasi außer Protokoll. In was meinst du, machen wir das? Bist du sicher? Schaut sich den Mond an? Nein, das ist was anderes. Ah, das ist das.
Ich bin eine eigene Klasse, hast du gesagt. Ist das? Einmal geht's noch, hat er gesagt. Einmal geht's noch. Ja, ja, oder? aber du hast vorher gesagt, ich bin eine eigene Klasse. Nein, Einmal geht's. Da kannst du den Text, das weiß ich. aber vom Refrain nicht. Na, den bringen wir schon zusammen, dort haben wir Lallen, das geht schon. Das bringen wir, den haben wir schon mal gespielt irgendwann einmal. Weiß ich nicht mehr wer. Schaut euch den Mond an, wie der schön rund ist. Schaut euch die Sterne an, das ist ein Bruch. Glaubt's mir, dass das jetzt ein guter Grund ist, dass ich ein Traum will die ganze Nacht. Ich schau, geh schon, geh bitte geh schon zu meinem zweiten Licht, aber es ist fürchterlich. Immer wieder drückt's mich nieder und ich wär schon wach und gib ganz gern ein bisschen noch. Einmal geht's noch, einmal geht's noch, ein Liter trinkt man noch, jetzt schauen wir's gut nicht an. Einmal geht's noch, ja einmal geht's noch, und was noch immer geht, ist schon spät. Na, so schlecht? War nächste Woche. Ja, so. Versprochen. Ja, Ich bin in Urlaub, musst das du auch das schon. macht nichts. Das macht. Aber es ging mir schon hin, das ging Das mir schon macht hin. nichts, Ja, das ja, macht ja, ja. nichts. Das ging mir hin. Du warst bei einem anderen Lied jetzt. Ne? Ja, ja, na, ich meine, du hast gesagt, ich habe gesagt, was damit gehst und du sagst, ich bin eine eigene Klasse. Du Dinge zu mir gedacht, das ist das. Schau, sag dir mal. Ja, ja. Na ja, gut. Seit langem erwarten wir, dass ihr Algorithmus-Blues komponiert. Ja. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was geht. So, aber jetzt, meine Freunde, lassen wir es gut sein. Wir hören auf mit der Skyline von Wien. Wir danken euch schön, dass ihr wieder dabei wart. Ein Montag, jetzt wieder natürlich nächsten Montag. Ebenfalls wieder voraussichtlich aus dem Studio Donaufeld. Zwei vollkommen erfrischte junge, wir zwei werden da sein. Erfrischte junge Herren. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag, habt eine schöne Woche und bleibt brav, bleibt anständig, macht es gut und wir freuen uns aufs nächste Mal. In diesem Sinne, dickes Busl, eure 16er Wurm, pfiat euch gut mit der Skyline. Vierte. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin, den Neiden und Leuchten hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Reiß nochmal an, jawohl! Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neiden und Leuchten hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort,
Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir, mich gehst noch es ab und ein Jawohl. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Jawohl. Alles Liebe, pfiat euch gut, schöne Woche. Viert euch.